Ja, der Krieg in der Ukraine, was sagt die Bibel dazu? Ich denke, die Tage seit dem 22.02.22, die sind für uns alle Tage, wo wir Fragezeichen haben, Tage, wo wir betroffen sind, Tage, wo wir schockiert sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mich trifft es emotionell sehr. Es ist ein Thema, auch zu Hause bei uns, auch mit den Kindern am Tisch. Und wir suchen in diesen Zeiten irgendwo auch nach Orientierung. Wir spüren Ängste, wir spüren Befürchtungen, wir haben Sorgen, wir wissen nicht, wie kommt die ganze Sache noch raus. Und ich bin so froh, dass wir in die Bibel schauen dürfen für Antworten, für Orientierung. Und das wollen wir wirklich heute Morgen tun. Denn Gottes Wort hat Antworten für uns und es hilft uns, dass wir in solchen Zeiten denken können, wie Gott denkt, dass wir empfinden dürfen, wie Gott empfindet und auch handeln dürfen, wie Gott handeln würde und auch hoffen dürfen, weil wir Gott wirklich haben und kennen. Ich möchte lesen aus Markus 13, ab Vers 7. Es heißt hier, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, aber habt keine Angst. Dies alles muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären und in vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das alles wird nur der Anfang der zukünftigen Schrecken sein. Seid jedoch wachsam, wenn dies alles geschieht. Man wird euch vor Gericht zerren und euch in den Synagogen auspeitschen. Um meinetwillen werdet ihr euch vor Machthabern und Königen verantworten müssen. Das wird euch aber die Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Die gute Botschaft muss zuerst allen Völkern verkündet werden. Nun ganz offen gesagt, das Wort Ukraine finde ich nicht in der Bibel. Aber dieser Text gibt uns einige Dinge und Hinweise darauf, die wir anwenden können für unsere Zeit, in der wir heute drinstehen. Ich denke, damit wir nachher in den Text gehen können, möchte ich doch einen kurzen Überblick auch machen über die Situation. Und zwar, ich denke, das, was für uns Menschen so schwierig ist, ist zu verstehen, was steckt hinter dieser Motivation dieses Präsidenten Putin. Und ich möchte uns heute drei Hinweise geben, die uns helfen können. Ich möchte einen Versuch wagen, heute Morgen zu verstehen, was hinter den Gedanken und der Motivation von Präsident Putin wirklich auch steckt. Das eine sind ohne Zweifel territoriale Ansprüche. Ich habe mich erst jetzt, muss ich ganz sagen, ganz neu auch mit der Geschichte der Ukraine beschäftigt. Und wir können nicht Jahrtausende zurückgehen, aber im 11. Jahrhundert nach Christus war Kiew schon eine Stadt, im Gegensatz zu Moskau. Moskau war damals noch ein kleines Dorf, ein paar Hütten haben dort erst Bestand. Und Kiew war das Zentrum für die damalige Kirche im Sinne eines religiösen Zentrums. Im 13. Jahrhundert nach Christus sind dann die Mongolen eingefallen und es zerfiel nachher die Ukraine unter ihrer Herrschaft in mehrere kleine Königreiche und Teilfürstentümer. Teile des Landes kamen nachher unter litauische und polnische Führung. Und die Polen selbst hatten die Ukraine für eine ganze Zeit unter ihrer eigenen Herrschaft. 1569 wurde die Ukraine Teil von Polen. Und das hilft uns vielleicht heute etwas zu verstehen, warum die Polen auf besondere Art und Weise mithelfen in dieser ganzen Flüchtlingssituation. Dann kam mal wieder eine kurze Zeit der Autonomie für die Ukraine und im 17. Jahrhundert nach Christus hat sich dann der Ostteil der Ukraine dem Zarenreich unterstellt und wurde 1922 dann bei der Gründung der Sowjetunion Teil auch dieses neuen Reiches. 1991 war dann wieder ein ganz spezielles Jahr und das war das Jahr, wo die Ukraine wieder unabhängig wurde von Russland.
Und warum diese Geschichte? Ich glaube, das eine ist, es zeigt uns, dass die Ukraine immer wieder Zeiten hatte, wo sie voll autonom war und Zeiten hatte, wo sie Russland oder Teilen des Zarenreichs eben auch unterstellt war. Und das erklärt die Spannungen, die bis heute da sind. Putin ohne Zweifel geht davon aus, dass die Ukraine und die Mehrheit der Leute in der Ukraine eigentlich zurück zum alten Zarenreich wollen. Und was uns so überrascht hat natürlich, sind eigentlich zwei Dinge. Und zwar, Putin hat uns überrascht mit dieser Aktion und dass diese alten Überzeugungen immer noch da sind. Und auf der anderen Seite sind wir überrascht worden durch die Ukraine, die sich wehrt, wie man das nicht gedacht hätte, für die eigenen territorialen Ansprüche. Das Zweite, was Putin ohne Zweifel auch bewegt, das sind emotionale Verletzungen. Er hat sich wiederholt vom Westen nicht ernst genommen gefühlt und sich in den Konflikten, die da waren, zum Teil auch außen vor gelassen gewähnt. Er sieht sich als Opfer des territorialen Verständnisses des Westens, der letzten Endes auf die Ukraine einwirkt und wo er den Eindruck hat, man will die Ukraine einfach in den Westen einschleusen und will zugleich Russland bewusst destabilisieren. Und das Dritte ist etwas, das wir in den Medien kaum mitbekommen, das sind die religiösen Überzeugungen von Putin. Putin ist Teil der russisch-orthodoxen Kirche. Und er hat immer wieder den moralischen Verfall des Westens kritisiert. Er sagte zum Beispiel einmal, dass eine genderneutrale Sprache wie Elternteil 1 und 2 anstatt Mama und Papa oder menschliche Milch statt Muttermilch, das erinnert an die Bolschewisten-Diktatur in den 1920er Jahren. Und in einer Rede 2013 sagte er einen Satz, den wir vermutlich heute in dieser Vehemenz sehen. Er sagte, ohne moralische Werte, die im Christentum und in anderen Religionen begründet liegen, werden die Menschen zu Unmenschen werden. Und nun sagte er aufgrund von dem, und wir halten es für richtig und natürlich, diese Werte zu verteidigen und zu wahren. Ohne Zweifel, all diese Motivationen, all diese Gedanken, die Präsident Putin hat, legitimieren nie einen Krieg aus biblischer Sicht. Krieg ist etwas, das die Bibel nie gut geheißen hat. Und wenn wir an die Worte von Jesus denken, dann denken wir daran, dass Jesus selbst nie zu einem Krieg aufgerufen hat. Und trotzdem können wir aus diesen Dingen, meine ich, etwas lernen. Und zwar erstens, dass die Geschichte der Nationen und der Völker auf dieser Welt immer auch eine Geschichte der Selbstbestimmung war. Gott sagt in den 10 Geboten, im 10. Gebot sagt er Folgendes, dass das Recht und das Eigentum, das Menschen haben, geschützt werden soll. Er sagt, dass wir das Gut des Nächsten nicht begehren sollen. Und damit zeigt uns Gott eigentlich Folgendes auf, dass dort, wo Menschen Dinge haben, Dinge besitzen, die ihnen gehören, dass wir das respektieren sollen. Schaut, Grenzen sind nicht nur schlecht. Grenzen haben auch etwas Gutes. Es hat etwas Gutes auch in unserem persönlichen Leben. Wir haben so etwas wie eine Privatsphäre. Wir haben so etwas wie auch Dinge, die uns gehören. Und es ist richtig und gut, wenn wir diese Grenzen für uns und wenn wir auch Menschen gegenüber diese Grenzen eben auch verteidigen und wenn sie auch beachtet werden. Liebe Freunde, Gott ist ein Gott, der auch uns Menschen und unsere persönlichen Entscheidungen ganz, ganz stark respektiert. Ich denke, die Bibel sagt uns so deutlich, dass Gott niemanden zwingt, dass wir mit oder für Jesus leben müssen. Die Bibel sagt uns, wir haben eine persönliche Entscheidung, was wir damit tun können. Aber die Bibel sagt uns aber auch sehr, sehr klar, dass wir mit den Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben für oder gegen Jesus, dass wir auch mit den entsprechenden Konsequenzen im Positiven wie auch im Negativen eben auch zu leben haben. Das Zweite ist, ich glaube, diese Geschichte, die wir jetzt erleben, zeigt uns auch, wie bedeutsam es ist, dass wir Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt wirklich begegnen.
Selbst wenn uns Menschen unfair erscheinen, selbst wenn Menschen uns unterlegen scheinen oder selbst wenn Menschen, ich sage mal, mit gezinkten Karten spielen, Achtung und Respekt haben immer wieder das Vertrauen von Menschen und die Herzen von Menschen gewonnen. Ich glaube, Jesus hat uns das so deutlich vorgelebt. Er hat es mit den Reichen, er hat es mit den Armen, er hat es mit den Aufrichtigen, mit den Falschen vorgelebt. Diese Begegnung auf Augenhöhe, diese Achtung des einzelnen Menschen. Und ich glaube, es ist für uns so eine Erinnerung, auch für uns in unseren persönlichen Beziehungen, dass wir einander alle mit Achtung begegnen, dass wir einander mit Respekt begegnen, dass wir einander auch mit einer Einfühlsamkeit begegnen und versuchen zu verstehen, nicht nur was uns beschäftigt, sondern auch was den anderen beschäftigt. Und das Dritte ist das, ich glaube, dieser Krieg zeigt uns etwas, zuerst einmal bei den anderen und nachher möchte ich auch noch auf uns zu sprechen kommen. Die Sünde steckt in uns allen Menschen. Wir haben so geglaubt in Europa, dass der Mensch immer besser wird, dass der Mensch sich immer weiterentwickelt, dass der Mensch zu einem immer friedliebenderen Wesen wird. Und ich glaube, die letzten Tage haben uns gezeigt, dem ist nicht der Fall. Aber ich glaube, wenn wir in unserem Herzen auch sehr, sehr verstört sind und irgendwo Mühe haben mit Präsident Putin, ich glaube, wir müssen auch bei uns Menschen im Westen, wir müssen sehr selbstkritisch auch mit uns sein. Wir haben in den letzten Jahrzehnten in einer Radikalität und Kadenz christliche Werte aufgegeben, dass es zum Himmel schreit. Wir haben uns entfernt von den Grundsätzen der Bibel. Für viele Menschen, auch für manche Christen, ist die Bibel nur noch ein Buch der Empfehlung, aber nicht mehr Wort Gottes. Und ich glaube, es sollte uns irgendwo auch aufrütteln, die ganze Situation. Aufrütteln in einer geistlichen Dimension, wo wir beten, dass Europa umkehrt zu Gott. Dass Europa umkehrt zum wahren Kern des Evangeliums, wo es darum geht, dass wir Gott als Gott anerkennen, dass wir, wie wir es im Römerbrief gesehen haben, dass wir Sünde beim Namen nennen und erkennen, es gibt Erlösung im Namen von Jesus Christus. Es gibt Vergebung im Namen von Jesus Christus. Es gibt aber auch dieses neue Leben durch den Heiligen Geist, ein Leben, wo wir uns der Sünde abwenden und Gott bewusst zuwenden. Ich möchte nicht sagen, dass der Krieg auch eine Strafe ist für uns. Ich bin sehr, sehr zurückhaltend, aber er sollte uns nachdenklich machen in Europa im Sinne von dem, was wir verloren haben. Nun, Jesus, er sagte in unserem Text, es muss so geschehen. Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Und ohne Zweifel ist Gott nicht der, der die Kriege sendet. Er ist nicht der, der Kriege bewirkt. Er ist nicht der, der Kriege macht. Aber er sagte sehr deutlich auf der anderen Seite, manche der Kriege, die müssen geschehen. Sie sind Teil der Weltgeschichte, wo Menschen dazu in ihrem Herzen, in ihren Konflikten, in denen sie stehen, dazu getrieben werden, Kriege zu führen. Und wisst ihr, ich bin auf der anderen Seite so froh, auch wenn diese Dinge geschehen müssen, es geht nichts an Gottes Thron vorbei. Und Gott in seiner Souveränität, das ist das Gewaltige, wird Dinge, die geschehen, die er selbst nicht einmal gutheißen würde, am Schluss gebrauchen zu seiner Ehre und um seine Pläne in Erfüllung zu bringen. Ich möchte nachher auf einen Punkt davon noch kommen. Manche Christen haben sich die Frage gestellt, ja, dieser Krieg, der jetzt geschieht, ist das dieser Krieg von Gog und Magog in der Bibel und den wir im Buch Hesekiel finden. Und ich möchte vielleicht zur Prophetie hier 2, 3 Dinge sagen. Ich denke, wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, auch in der heutigen Zeit mit der ganzen Bibelauslegung. Über all die Jahrhunderte haben viele Christen versucht, die Zeitung auf der einen Seite und das Buch der Offenbarung auf der anderen Seite, die Bibel auszulegen und zu sagen, wo steht jetzt das, was in der Bibel, in der Zeitung steht, wo finde ich das in der Bibel? Und es ist sicher nicht schlecht, wenn wir immer wieder uns auch das im Lichte der Bibel fragen, aber wir sollten sehr vorsichtig in einer Zuordnung sein.
Im Moment ist es sicher deutlich verfrüht, eine klare Aussage aus der Bibel in einen direkten Zusammenhang mit diesem Krieg zu bringen. Was wir aber sagen können, ist Folgendes. Und zwar Dutzende von Juden in der Ukraine sind Teil einer neuen Aliyah-Bewegung geworden. Aliyah ist hebräisch und bedeutet so wie das Hinaufziehen. Und es bedeutet eigentlich die Rückkehr nach Jerusalem, die Rückkehr nach Israel. Das wird in unseren Medien kaum erwähnt, aber es ist interessant, dass sich damit einmal mehr etwas von Gottes Wort erfüllt. Hesekiel sagte schon über 2500 Jahre vor unserer Zeit, denn ich hole euch aus all den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Und liebe Freunde, Gott braucht diesen Krieg. Er braucht ihn. Ich sage nicht, er hat ihn initiiert, er gebraucht ihn, damit sich sein Wort auch in unseren Tagen wieder erfüllt. Und das ist schon etwas Gewaltiges. Nun, wie sollen wir reagieren? Was sagt Jesus in unserem Text? Er sagt zunächst einmal, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgeschehen hört, habt keine Angst. Habt keine Angst. Und ich weiß, das ist so einfach gesagt. Aber wenn du vor der Bedrohung stehst, ist es nicht so einfach getan. Und ich glaube, wir alle haben in den letzten Tagen auch so gewisse Ängste vielleicht gehabt, gewisse Sorgen gehabt und es beschäftigt viele Menschen. Eva, wie heißt die? Salmalenko, genau, unsere Missionarin, die wir haben in einem der Kinderheime, sie war in den Medien in den letzten Tagen und sie sagte einen Satz, sie sagte, ich verbiete es mir, Angst zu haben. Und ich habe mich gefragt, ja, wie kann man denn das machen? Und ich wurde so erinnert an die erste Gemeinde, als sie bedroht wurde von außen, was sie getan hat. Und wisst ihr, wie die erste Gemeinde auf Bedrohung reagiert hat? Mit Gebet. Das war die spontane, unmittelbare, ich möchte mal bewusst sagen, das war auch die geistlichste Reaktion, von Gottes Geist getriebene Reaktion, wenn solche Dinge geschehen, mit Gebet beginnen. Und es ist interessant, wie sie gebetet haben. Wisst ihr, wenn es ja uns nicht so gut geht oder wenn wir Ängste haben, dann versuchen wir Worte dafür zu finden. Aber die erste Gemeinde hat ihr Gebet ganz anders begonnen. Sie sagte nämlich, allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Und es ist interessant, sie beginnen ihr Gebet damit, sie erinnern sich daran, wie groß ihr Gott ist. Sie erinnern sich daran, wer Gott ist. Liebe Freunde, das letzte Sagen heutzutage hat weder Präsident Putin noch die UNO noch sonst irgendwer. Das allerletzte Sagen hat Gott. Unser Gott, der im Himmel thront. Und ich möchte dir eines sagen, je größer dein Gott ist, desto kleiner deine Ängste. Je größer dein Gott ist, desto kleiner deine Sorgen. Aber ich wurde so daran erinnert, unsere 150 Psalmen, die wir haben, wir lesen sie meistens. Aber wisst ihr was, es waren eigentlich alles Lieder. Und ich denke, dass Gott uns in unseren Tagen so wieder auch aufruft, auch neu zu singen, und zwar nicht nur sonntags. Ja, ganz offen gesagt, seit einigen Wochen habe ich wieder angefangen, in der persönlichen Zeit mit Gott zu singen. Und ich habe gemerkt, singen ist noch einmal etwas anderes als beten. Singen tut etwas für unser Herz, tut etwas für unsere Seele, tut auch etwas für unsere Ängste. Haben übrigens Psychologen auch herausgefunden, dass es so ist. Das Zweite ist, was sie beten, sie sagen, warum toben die Völker voller Zorn? Warum schmieden sie vergeblich Pläne? Liebe Freunde, letzten Endes werden nicht die Pläne der Menschen werden gelingen, sondern Gottes Plan wird gelingen. Gottes ewiger Plan, den er hat, der wird in Erfüllung gehen. Und dann beten sie, Vers 28, alles, was sie taten, und sie meinen die Menschen damit, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und sie erinnerten sich daran, dass Jesus unter der Hand von Pilatus gestorben ist und gekreuzigt worden ist. Aber sie sagten, weißt du was, eigentlich haben wir es wie einen Verlust gesehen. Aber weißt du was, Gott, du hast es gebraucht, damit dein ewiger Plan in Erfüllung gegangen ist. Es ist gewaltig.
Und ich denke, Manu hat uns letzten Sonntag so etwas gesagt zwischen dem Willen des Menschen und der Souveränität Gottes. Und genau das finden wir hier drin eben auch wieder. Gott wird die schlimmsten Dinge dieser Welt gebrauchen, um seine ewigen Pläne in Erfüllung zu bringen. Ich denke an Offenbarung 11,15, da sagt uns die Bibel etwas von diesem Plan Gottes. Dann heißt es, da blies der 7. Engel seine Posaune und laute Stimmen riefen im Himmel, die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird in alle Ewigkeit herrschen. Liebe Freunde, die Bibel sagt uns, eines Tages wird die ganze Welt erkennen, dass Jesus der Herr ist. Eines Tages wird jeder es bekennen, dass er der König ist. Und darum sagt Jesus, hey, habt keine Angst. Das ist das Erste. Das Zweite, was Jesus sagte, er sagte, sei wachsam. Sei wachsam. In Vers 9. Und ich glaube, dass Gott uns auch in diesen Tagen ganz bewusst auffordert, wachsam zu sein über unsere Gedanken und über unsere Herzen. Im Sprüche 4,23 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Oder eine andere Übersetzung sagt, bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn daraus quillt das Leben. Ich glaube, das Allerwichtigste, über das du in deinem Leben wachen solltest, in deinem Herzen, das ist, wie es deiner persönlichen Beziehung zu Jesus geht. Liebe Freunde, man kann sich durch die Dinge dieser Welt so ablenken lassen, dass man die wichtigste Beziehung des Lebens vernachlässigt. Und Jesus sagt, hey, wache darüber, dass deine Beziehung zu Gott lebendig bleibt, dass sie freudig bleibt, dass sie dynamisch bleibt, dass sie kraftvoll bleibt. Weißt du was? Der Heilige Geist, er wirkt in diese Richtung. Aber wir von unserer Seite sind aufgerufen, das eben auch zu pflegen. Warum? Das größte Ereignis, das uns bevorsteht, ist weder ein Sieg des Westens noch ein Sieg von Putin, was auch immer. Das größte Ereignis, was uns bevorsteht, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist das größte Ereignis der Weltgeschichte, das uns bevorsteht. Und Jesus sagt, hey, achtet darauf, dass eure Herzen brennend sind, dass ihr ready seid für diesen Tag. Ich bin ganz offen, darum weigere ich mich, mit vielen Menschen über die Politik und solche Dinge zu reden. Wisst ihr weshalb? Meine Botschaft ist nicht das, was in erster Linie auf dieser Welt geschieht, sondern meine Botschaft heißt Jesus. Das ist das, was zählt. Das ist das, was übergeordnet abläuft. Wache darüber. Das Zweite, hey, wache auch über deinem Herzen und deiner Seele, wie viel Medienkonsum dir gut tut. Irgendwo, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann nicht jeden Tag mehrmals die Nachrichten und Tagesschau sehen. Es macht etwas mit mir. Und ich glaube, es gibt so zwei Extreme. Das eine ist, dass wir ständig meinen, durch den Tag hindurch, wir müssen jetzt wissen, was geschieht jetzt. Und ich glaube, du musst dir einfach auch vor Augen halten, hey, womit du dein Herz, deine Seele fütterst, das hat einen Impact auf dich. Und das ist das eine. Das zweite Extrem, das es sicher gibt, ist, dass wir nur die Augen verschließen, Vogel-Strauß-Politik und nichts mehr hören wollen. Liebe Freunde, mit Jesus an unserer Seite dürfen wir der Realität sehr klar ins Auge sehen. Wir müssen keine Angst haben. Okay? Aber ich möchte dich auch bitten, schau auch innerlich, was dir gut tut. Hey, und wenn vielleicht deine ganze Familie jeden Tag die Tagesschau oder Nachrichten hört und du merkst, dir tut es nicht gut, dann tu es dir nicht an, okay? Das ist deine Grenze, die du auch beachten darfst und andere sollen. Das Dritte ist, achte auch auf deine Gespräche in dieser Zeit. Die Ukraine-Krise, so sehr es uns auch beschäftigt, ist nicht das Einzige und ist nicht das Wichtigste. Wir wollen wirklich, dass Jesus unser Leben bleibt. Und ich möchte dich vielmehr auch ermutigen, höre auf die Geschichten, feiere die Geschichten, was Jesus inmitten dieser Krise tut. Ich
Ich hab mich so gefreut, beispielsweise über den Mut von Pastoren, die zurückgegangen sind nochmal, die so lange geblieben sind, wie es irgendwie ging, die miterlebt haben, wie der Großteil ihrer Gemeinde geflohen ist und sie sind geblieben bei denen, die da noch waren. Ich feiere diesen Mut. Oder wie Gott eingegriffen hat. Wir haben Kinderheime in der Ukraine und die einen sind mit den ganzen Kindern letzte Woche jetzt geflohen und sind alle gut über die Grenze gekommen. Ist auch so etwas zum Feiern, dass Gott einfach da ist und dafür sorgt. Ich weiß von Geschichten, wo Soldaten gekommen sind, bewusst zu gläubigen Menschen, haben gesagt, hören Sie, es ist für uns alles so schwierig im Moment, bitte beten Sie für uns. Ich glaube, das sind die Geschichten, die wir feiern wollen, weil Gott inmitten dieser Krise eben auch gegenwärtig ist und sich erweist. Ich freue mich, dass wir christlich Gemeinden kennen, an manchen Orten, wo es keine humanitäre Hilfe gibt, die aber als Gemeinden da sind und mithelfen. Und ich denke, das sind so schöne Dinge. Ich glaube, wachsam können wir auch sein, wenn wir mit unseren Kindern darüber reden. Ich glaube, das Erste ist, dass wir darauf achten, dass wir nicht eigene Sorgen und Befürchtungen einfach ungefiltert unseren Kindern weitergeben. Reife ist, wenn wir uns überlegen, was der andere braucht und nicht nur, was wir zu verarbeiten haben. Was können wir tun? Wir können Fragen altersgerecht beantworten. Etwas, das mir sehr geholfen hat, ist, nicht Fragen zu beantworten, die Kinder gar nicht stellen. Schau mal, Kinder, die wollen nicht beeindruckt sein über alles, was du sonst noch weißt. Die wollen nur auf ihre Fragen Antworten bekommen. Ich sage mal, es gibt auch so etwas wie too much information, oder? Wo wir zu viele Dinge sagen. Aber diejenigen Dinge, die Kinder fragen, auch beantworten. Und ich denke, gerade als Gläubige, wir haben eine riesige Chance. Wir können unseren Kindern eben sagen, wir brauchen keine Angst zu haben. Warum? Das wisst ihr jetzt aus der Predigt. Und nicht nur das, ist doch eine Chance, dass wir auch mit den Kindern beten können. Beten können für die Situation, beten können für Kinder, beten können für Flüchtlinge. Ich habe gemerkt, hey, sobald du betest, fällt etwas ab von der Sorge oder von den Emotionen, die man im eigenen Leben hat. Und weißt du was, ich glaube, es ist auch eine Chance, unsere Kinder etwas über Gottes Plan mit Israel zu lehren. Wenn sie davon hören, wie Gott die Kriege immer wieder auch gebraucht hat, dass Menschen zurückgekommen sind und ein uraltes Wort in Erfüllung gehen lässt. Und ich werde dann irgendwann die Predigt mal noch nachholen. Aber Gottes Ziel ist, dass die Fülle der Menschen in Israel zum Glauben an Jesus finden. Und dass wir kommen. Jesus hat es gesagt. Drittens, Jesus sagte dann noch etwas. Er sagte, um meinetwillen werdet ihr vor Machthabern und Könige euch verantworten müssen. Das wird euch Gelegenheiten geben, von mir zu erzählen. Weißt du was, ich glaube, das ist das Dritte, was Jesus uns sagt, so bewusst in diesem Text. Nicht nur, hab keine Angst, achte auf dich selbst, sondern er sagt dann eben auch, hey, du wirst Gelegenheiten haben. Ihr wisst, am Montag bin ich im Fitnesscenter. Prompt, letzten Montag schon, kam jemand, hey Matthias, weißt du das mit der Ukraine und so weiter und so fort. Und ich dachte, was für eine Gelegenheit, ihm etwas zu erzählen von der Hoffnung, die ich habe. Liebe Freunde, Gott gibt uns in diesen Tagen, wo Menschen so viele Fragen haben, wo Menschen so auch emotional zum Teil durcheinander sind, er gibt uns die Gelegenheit, die Botschaft von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Größe und von seiner Herrlichkeit wirklich weiterzugeben. Und lasst mich vielleicht auf zwei praktische Dinge hinweisen. Das eine ist, ich glaube, wir können in diesen Tagen unsere Liebe eben auch ganz, ganz praktisch zeigen. Es haben schon viele, viele Menschen eingezahlt. Wir haben schon Tausende von Schweizer Franken bekommen in diesen letzten Tagen, mit denen wir wirklich jetzt auch helfen können. Das ist etwas Gewaltiges. Und du kannst finanziell helfen, aber du kannst auch, vielleicht hast du die Möglichkeit dazu, dein Haus öffnen. Wenn jemand die Möglichkeit hat, ich sage mal 3 oder 4 Menschen aufzunehmen, meistens sind es Frauen mit 2, 3 Kindern oder so, hey, bitte schreibt an info@bucheck.church.
damit wir Menschen auch die Möglichkeit geben, ganz einfach unterzukommen. Menschen, die alles verloren haben, Menschen, für die vermutlich nie eine Versicherung oder irgendwie etwas wieder aufkommen wird, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Die haben zum Teil wirklich alles verloren. Die haben wirklich nur noch die Kleider am Leib und die Habseligkeiten, die sie tragen können. Und was für eine Gelegenheit, auch Menschen hier Liebe und Anteilnahme zu zeigen. Und ich möchte auch so sagen, auf der Website von SRF findet ihr weitere Informationen, auch wie man helfen kann. Geht auch dorthin. Ich glaube, wir haben verschiedenste Möglichkeiten, jetzt auch praktisch zu unterstützen. Und dann sagt eben Jesus auch, dass wir Gelegenheiten bekommen, diese Botschaft weiterzugeben. Und was ist der Kern der Botschaft von Jesus? Ich finde es immer noch dieses Bändchen, das es gibt, The Four, eine der besten Übersichten über das Evangelium. Nämlich erstens, dass Jesus uns Menschen wirklich liebt. Dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt. Das Zweite ist, dass wir Menschen ein Problem haben, dass wir getrennt sind von Gott durch unsere Sünde. Und das Dritte ist, dass Jesus für diese Sünde am Kreuz von Golgatha bezahlt hat, damit wir Frieden haben können mit Gott. Und das Vierte ist, dass Gott jedem Menschen die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Und weißt du, ich möchte dir Mut machen, sogar der Heilige Geist wird an deiner Seite sein. Er wird durch dich reden, er will dich gebrauchen. Jesus sagte, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung vorbringen sollt. Nun, verteidigen müssen wir uns nicht in dieser Zeit, aber er sagt einfach, was Gott euch in den Mund legt. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Hey, vertraue darauf, dass der Geist des Herrn mit dir ist in deinem Alltag. Dass er dir Worte schenkt, dass er dir Gedanken schenkt, dass er dir, die Brücke auch schenkt zu Menschen, zu ihren Fragen und auch zu ihren Herzen. Es ist der Heilige Geist, mit dem wir rechnen dürfen. Ich glaube, dann wollen wir wirklich auch beten, dass in dieser Krise, dass viele Menschen Jesus erkennen dürfen. Dass wir nicht nur davon reden, sondern eben auch beten. Und das werden wir gleich machen. Liebe Freunde, wir wissen nicht genau, was diese Krise noch alles bringen wird. Wir wissen nur, es sind enorme Kräfte und enorme Mächte, die hier, die hier aktiv sind. Aber ich glaube, im Angesicht dieser Dinge lohnt es sich, dass wir uns persönlich einmal wieder die Frage stellen, wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre ich bereit? Wärst du bereit zu gehen? Wärst du bereit zu sterben? Ich glaube, dass das gläubige Menschen betrifft. Gläubige in dem Sinn, dass es manchmal Dinge gibt, von denen wir wissen, die müsste ich noch mit Menschen regeln, die muss ich mit Gott irgendwo noch in Ordnung bringen. Wo wir Dinge rausschieben vor uns, vielleicht seit vielen Wochen, seit Monaten, seit Jahren. Es ist vielleicht dieser Bereich in deinem Leben, wo der Heilige Geist uns heute schon angesprochen hat, wo er sagt, hey, darf ich da reinkommen? Liebe Freunde, es lohnt sich nicht, gegen Gott zu kämpfen in unseren Herzen. Es lohnt sich, dass wir uns in unserem Herzen ihm ganz ausliefern und dass er wirklich König ist. Weißt du was? Gottes Absichten in unserem Leben sind nie gegen uns, sie sind immer für uns. Sie sind immer für uns. Und das Zweite ist, hey, ich möchte dich fragen, wärst du bereit, Jesus zu begegnen, Gott zu begegnen? Und zwar nicht mit der Hoffnung, hoffe ich komme in den Himmel, sondern weil du es weißt. Und zwar nicht, weißt du, zu dem Wissen kann dich niemand überreden. Das Wissen kannst du nur bekommen dadurch, indem du dich Jesus zuwendest und ihn in dein Leben aufnimmst als deinen Erlöser, als deinen König. Es gibt keinen anderen Weg und der Einzige, der die Gewissheit gibt, bei Gott zu sein, ist der Geist Gottes, der dir nachher sagt, du bist versöhnt mit Gott. Ich möchte uns wirklich diese Frage stellen und hey, ich möchte, dass wir ins Gebet noch gehen können. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen einfach auch vor dich und deinen Thron kommen dürfen. Und Herr, du zeigst uns wirklich immer wieder in der Bibel, das Wichtigste
das wir haben können, ist Frieden mit Gott. Frieden mit dir. Herr Jesus, ich möchte dich gerade bitten an diesem Morgen, wo Menschen da sind, die wissen, da gibt es etwas, das sollte ich dringend angehen. Dass sie jetzt in ihren Herzen sagen, Jesus, mit der Hilfe deines Heiligen Geistes, ich werde das tun. Ich schieb's nicht mehr vor mir raus, ich gehe es jetzt an. Heute ist der Tag deiner Gnade, die mich ruft, Position zu beziehen und zu handeln. Herr Jesus, ich bete auch, wenn Menschen hier sind heute, die diesen Frieden mit dir noch nicht haben, die nicht wissen in ihrem Herzen, wenn heute der letzte Tag ihres Lebens wäre, wohin es geht. Ich bete, Herr, dass sie jetzt deine liebende Hand ergreifen, jetzt die Gelegenheit ergreifen, deine Gnade anzunehmen. Und ich möchte, wenn wir im Gebet so bleiben, fragen, ist jemand hier an diesem Morgen? Sind Menschen hier, die sagen, hey, ich möchte diesen Frieden mit Gott heute erleben. Ich möchte Jesus bewusst dazu in mein Leben einladen und ihn zum König, zum Herrn meines Lebens machen. Wenn das dein Wunsch ist, heb doch für einen Moment einfach deine Hand an. Dann wollen wir gemeinsam noch beten. Beten, dass Jesus in dein Leben kommt, dass der Friede Gottes in dein Leben einzieht und du Vergebung deiner Sünden erleben darfst. Ist jemand hier an diesem Tag? Dann heb doch einfach für einen Moment deine Hand und ich möchte für dich beten, auch Menschen, die zu Hause sind und mit euch beten und sag es doch in deinen eigenen Worten, sag, Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine eigenen Wege. Reinige mein Herz. Jesus, ziehe du in mein Leben ein. Von nun an möchte ich mit dir leben. Und ich möchte dein Wort zur Richtschnur meines Lebens machen. Danke, Heiliger Geist, dass du mich erfüllst mit der Kraft und der Freude Gottes. Dir gehöre ich. Von heute an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Und ich möchte uns jetzt noch einladen, dass wir aufstehen und ich habe 4 Gebetsanliegen für die Ukraine aufgeschrieben oder im Zusammenhang mit dieser Krise. Wir wollen beten für Gottes Eingreifen, gerade auch für Hilfe für die Flüchtlinge, dass viele Gott auf besondere Art und Weise erleben. Wir wollen beten für die Regenten dieser Welt. Wir beten nicht gegen Menschen, wir beten für Menschen. Dass sie göttliche Weisheit erhalten, dass viele Jesus Christus auch erkennen können, auch die Regenten dieser Welt. Ich sage euch ganz offen, wofür ich bete. Du musst das nicht tun, aber ich sage euch, wofür ich bete. Ich bete, dass Wladimir Putin und dass die anderen Regenten auf dieser Welt eine persönliche Begegnung mit Jesus machen dürfen. Und wir beten auch, dass wir uns nicht von Furcht bestimmen lassen, sondern durch Gebet und praktische Hilfe Not lindern. Hey, und ich denke, wir könnten Folgendes tun. Wir könnten heute Morgen doch zu 2, zu 3 auch beten. Bewusst beten für diese Situation, beten für diese Anliegen und uns einfach damit wirklich auch eins machen. Und wir sind eine betende Gemeinde, oder? Amen. Wir können nicht nur dienstags beten, wenn wir Gebets- oder Buchek-Night haben, Gebetsmeetings haben. Wir können auch sonntags miteinander beten. Und ich möchte uns einladen, dass wir doch Gruppen machen, zu 3 oder zu 4. Hey, und ich möchte dir sagen, wenn du vielleicht selbst aus Russland oder Ukraine kommst, wenn du selbst Verwandte dort hast, dann bring es auch in diese Gruppe und wir wollen beten, auch mit dir für deine Familie, für deine Bekannten, ohne Zweifel. Wollen wir das tun? Zu 2 und zu 3 stehen wir doch zusammen und beten miteinander. Jesus hat gesagt, wenn 2 oder 3 eins werden, nicht alleine, 2 oder 3 eins werden im Gebet, dann wird er mitten unter ihnen sein und er wird ihr Gebet wirklich auch hören und erhören. Halleluja. Herr Jesus, ja, wir beten in diesen Momenten, wir beten zu dir. Die Gemeinde ruft zu dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.